Leni findet außer, dass ihr Bruder nicht der Vater von der Kathi sein Putzerl sein kann. Und drum braucht sie auch gar nicht weiter mit ihm reden. Der preußische Kellner muss einen Dienst einen Tag lang im Dirndlgewand vorrichten, weil er mit Josef gewettet hat, dass der keine gewöhnliche Pfad nicht anlegen kann. Das Bärli und der Hubert meinen, dass der Severin unter der Fuchtel von seiner Gespuse steht. Aber dabei stehen die zwei selben noch viel mehr unter einer alten sein Pantoffel. Die preußische Kellnerin fängt bei der Rosi auf der Gmor an und gleich am ersten Tag hilft's die Lansinger auf die Füße, dass beim Ramadammer, beim Dreckzusammenklauen fleißig mitdern. Josie hat einen grünen Star und drum kommt seine liederliche Mutter und möchte ihr gut zureden. Aber der Doktor von die Schandi stellt fest, dass weiter im Dienst bleiben kann. Der preußische Kellner schreibt sie auf, was er sich fürs neue Jahr alles vornimmt. Danach findet er aber ein Zettel, wo drauf steht, was er ihm fürs vorige Jahr alles vorgenommen hat. Und das ist auch gerade das Gleiche. Am Vogelhof wäre der Kuchenbauer mit einem Mandel drin und wer auf die drauf beißt, darf festlegen, wie das Putzerl heißen soll. Das Hummerl bescheißt zwar dabei, aber schließlich haben sie allesamt miteinander für den gleichen Namen, nämlich Lenz. Beim Dreikini-Tanz trat Rosi recht liebreich mit Josef und die Landweiber reißen sie das Mai drüber.